Servus miteinander, willkommen zurück im Bayerischen Outback. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute geht es mal wieder, wie man unschwer erkennen kann, um Stöcke, Stockkampf, bayerisches Stockraufen und so weiter. Das ist eine schöne Serie im Moment, die kommt bei euch recht gut an und deswegen habe ich mir gedacht, fuchsen wir uns da noch ein bisschen tiefer in das Thema rein. Heute bzw. die letzten Tage bin ich über was gestolpert. Unabhängig davon, dass ich immer mehr Stöcke bei mir finde, wo ich mir denke, die habe ich ja schon ganz vergessen. Da sind so viele interessante Sachen dabei. Trainingsstöcke, Übungsstöcke, Waffenstöcke, Gehstöcke, alles Mögliche. Aber heute geht es darum, ihr habt einen wunderschönen Stock gefunden. So was wie den hier zum Beispiel. Der ist aber nicht ganz gerade. Ein getrockneter. Wenn ihr einen wunderschönen, noch frischen, bisschen feuchten Stock gefunden habt, dann spannt ihr den einfach ein und lasst ihn gerade raustrocknen. Wenn der schon getrocknet ist, hier mein Tipp mit diesen Stöcken, die der Biber für euch aussortiert und für euch schon abfrisst und einfach eine wahnsinnig coole Maserung hinterlässt. Da oben gibt es ein Video, es ist verlinkt, weil es heute nur ums Gerade ziehen geht. Vorher noch für den ganz Interessierten ein paar Sachen, die ich gefunden habe. Hier ein wunderschöner Übungsstab, Stock, Kampfstock, Verteidigungsstock mit einem richtig schönen Griffstück, bisschen aus der japanischen Kampfkunst, ziemlich stabiles Teil. Wollte ich euch nicht vorenthalten, weil es einfach schön ist und ich vergessen habe, dass ich den habe, weil ich ja einfach nur noch mit Bambus und dem bayerischen Stock beim Stockraufen bin. Dann, was haben wir noch? Den nehmen wir mal zur Seite. Dann habe ich hier eine richtig schöne alte Saufedern. Da war vielleicht auch noch ein Video mit einem richtig schönen gefährlichen Teil da vorne drauf. Früher war das Jagen mit der Saufeder ein bisschen anders. Was jetzt vielleicht da noch wichtig ist zum Dazusagen, wo habe ich es ja genau? Man braucht natürlich eine Parierstange. Das Teil, das braucht hier eine Parierstange. Die schraubt man drauf, damit die nicht so sperrig ist, wenn man das im Auto liegen hat oder mit dem Radl dann dabei hat. Die schraubt man ab, aber ohne die Parierstange ist das Jagen auf die Sau relativ schwierig, weil die einfach, wenn die da reinläuft, dann läuft die einfach durch bis zu euch hin. Da sind die sehr robust. Der große Unterschied, nur ganz kurz angeschnitten, da gibt es vielleicht ein extra Video, wenn ich da Lust habe. Die alten Saufedern, die haben einen großen Unterschied zu den jetzigen gehabt. Die jetzigen Saufedern sind ein richtig stabiler Stab. Der ist 2 Meter, 2,50, je nachdem wie groß man selber ist, ist der lang. Immer ein bisschen länger als Kopf hoch, damit, wenn man stolpert, man nicht selber in seine eigene Klinge reinfällt. Früher war das anders. Früher waren die viel, viel länger. Jetzt kann ich das hier euch nicht zeigen, aber schauen wir, ob das geht. Also hier, da, die waren schon richtig lange Teile waren das. Drauf, ich glaube, dass der 3-4 Meter auf jeden Fall lang ist. Und der große Unterschied war der, klar, Parierstange ist natürlich jetzt abgeschraubt, aber man hat die anders verwendet. Man hat hier ein relativ flexibles Holz genommen, das sich biegt und hat praktisch unten am Ende vom Stab, hat man das im Boden reingestützt und wenn die Sau gekommen ist, darum heißt das Ding auch Federn, hat man es runtergebogen, dass die hinten noch aufgestützt war und hat die dann auf Richtung Sau, während die angegriffen hat, gehalten, dass die praktisch in diese Feder reinläuft und man hinten einen Widerstand im Boden oder an dem Baum hat und die so einen kleinen Bauch gemacht hat und das natürlich auch ausgehalten hat, weil das nämlich relativ flexibles Holz war. Das hier, glaube ich, ist eine Rotbuche und man hat da auch meistens ein ziemlich frisches Holz genommen, wo noch ein bisschen Feuchtigkeit drinnen war. Also nicht getrocknet über den Winter, dass es richtig hart wird, sondern dass es eine gewisse Flexibilität weiterhin bietet. Das ist der große Unterschied gewesen. Aber das erkläre ich euch in einem anderen Video nochmal ganz genau. Also kommen wir zu dem eigentlichen Video. Getrockneter Stock, Stab, der euch richtig gut gefällt, der aber leider einen Bogen hat und ein bisschen krumm ist. Also, was braucht ihr dazu? Ein großes Handtuch. Am besten ein weißes, das Schönste, was ihr habt, das auf gar keinen Fall dreckig werden darf. Dann einen Eimer. Der kann schön oder kreislig, wie auch immer sein. Und den macht ihr voll Wasser. Dann macht ihr dieses Tuch nass und wickelt den Stock komplett ein. Es sei denn, er hat eine gerade Stelle, dann nehmt ihr halt die gerade Stelle, spart ihr aus und da, wo er anfängt, den Bogen zu machen,
Da wickelt sie ihn mit dem richtig nass gemachten Handtuch ein. Das rollt sie da drüber, roll, bis er so richtig dick ist. Richtig mit Wasser vollgesogen. Und dann spannt ihr den Stock ein. Das zeige ich euch jetzt dann gleich in dem Video. Dann dauert es natürlich ein bisschen. Das heißt für mich ein paar Tage, Wochen, je nachdem, wie frisch oder durchgetrocknet dieser Ast ist und wie gerade das er zum Schluss werden soll. Und an dem Bogen, den ihr habt, da müsst ihr natürlich ein bisschen mehr Power drauf, dass er schon fast ins Negative gezogen wird, damit sich das dann wieder ausgleicht. Und dann gibt es Ruhe und lasst ihn erstmal richtig schön trocknen. So schaut es dann nach einer Weile aus. Und auf gar keinen Fall vergessen, hier so einen Zipfel runterhängen zu lassen und einen Eimer drunter zu stellen. Schaut euch das mal an, wie viel Wasser da aus diesem Handtuch noch raustropft. Sonst hättet ihr das jetzt alles hier am Boden und eine riesen Sauerei veranstaltet. Und man sieht schon, dass die Biegung langsam weg ist. Bleibt jetzt noch so lange hier in diesem Handtuch, bis es komplett trocken ist. Und immer wieder mal schauen, dass das Ding hier nicht zu voll wird. So, schauen wir mal, ob das jetzt was geworden ist da. Die ganzen Knoten wieder aufgehen. Jetzt ist das Handtuch gescheit durchgetrocknet und der Stock, der sollte jetzt eigentlich auch schon wieder trocken sein. Machen wir mal das Gewicht als erstes weg und dann wickelt man vorsichtig aus. Ja, schaut aus, als wäre er relativ gerade geworden. So macht man das. Und wenn jetzt alles schön gerade ist an diesem Stock und wir die Spitze vorbereitet haben und wir uns überlegt haben, welche Länge er hat und wo wir ihn abschneiden, dann geht es wieder los mit der Schleifarbeit. Dann wie bei allen anderen Stöcken auch, nass machen, trocknen lassen, Härchen stehen auf und nochmal drüber schleifen. Als nächstes müssen wir in diese Spitze natürlich hier noch 2 kleine Löcher reinbohren, damit die dann auch vernünftig sitzt. Die klemmt sich eh fest durch diesen Schlitz, aber damit die vernünftig sitzt, hauen wir halt da noch 2 kleine Nägel dann rein und dann ist die einfach sicher. Also zweimal mit dem Körner angeschlagen, bam, bam, damit der Bohrer nicht mehr verrutschen kann und dann wird es einfach neu gebohrt. Und wenn das jetzt hier angekörnt ist, dann haltet ihr das mit der Hand gescheit fest, geht es mit dem kleinen Bohrer da rein. Wirklich keinen allzu dicken Bohrer nehmen, dann braucht es auch keine allzu großen Nägel. So, und jetzt habt ihr hier 2 wunderschöne Löcher. Und jetzt gibt es Trick 17. Dann nehmen wir jetzt ein Klebeband. Und das Klebeband kleben wir jetzt hier am Rand entlang. Ich habe das jetzt natürlich hier schon vorbereitet. Ganz knapp. Und da, wo es überlappt, da schneiden wir ein. Und dann haben wir genau die Länge außen von dieser Hülse. Weil wir wollen ja, dass diese Hülse versenkt ist im Holz. Und dass wir die runterschleifen und das Holz genau bis hierher an die Kante dann geht. Jetzt haben wir hier die Länge und diese Länge, die übertragen wir jetzt auf unseren Stock. Dürfen wir uns natürlich nicht die Seiten verwechseln, das ist die richtige Seite, die wir hergenommen haben. Und dann suchen wir uns an dem Stock genau eine Stelle, die genau den Durchmesser von unserer Hülse hat. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen weiter hochgehen. Und dann landen wir hier an der Stelle, genau an dieser Stelle haben wir genau den gleichen Umfang, wie unsere Hülse außen an Umfang hat. Und das markieren wir uns jetzt hier mit einem Bleistift. Und die Linie hier, da setzt man dann an und schleifen hier erstmal eine Kante rein. Und das hier werden wir dann konisch zulaufen lassen, so schräg praktisch, damit es dann richtig schön hier in diese Hülse reinpasst. So, einmal rundherum.
dass er sich richtig schön in die Richtung hier verjüngt. Und dann sehen wir uns wieder. Jetzt endlich, jetzt kommt die letzte Anpassung. So, schaut euch das an. Die kann man jetzt halt hier richtig schön auf die letzten 2 mm noch drauf nackeln. Die geht dann hier unten ein bisschen auf. Dann sitzt die auf Spannung. Dann ist es eine richtig feste, schöne Spitze an diesem tollen Stock hier. Und ihr wisst es ja, schleifen, 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 schleifen. Da habe ich ein bisschen Klebeband rum, damit ich mir die schöne Hülse nicht zerkratze, wobei das später dann eh wurscht ist. Aber ich wollte sie halt jetzt nicht gleich zerkratzt haben, deswegen hier mit Panzertape ein bisschen gesichert. Da muss man beim Schleifen nicht aufpassen, wenn man hier drüber kommt. Und dann wird es schön babyarschglatt. Und hier oben, das werde ich noch wegmachen. Und dann werde ich das wieder so lassen, damit man sieht, dass der Biber hier Vollgas gegeben hat. Nur so ein bisschen die Kanten brechen und dass es zum Schluss dann einfach schön ausschaut. Aber diese schönen Zahnspuren, die sind schon ganz was Besonderes. Die lassen das ganze Ding ausschauen wie so ein Knochen oder so. Alles, was noch spreiseln kann, abrunden und den Rest dann einfach so lassen, wie der Biber das verbissen hat. Und wenn alles richtig schön glatt ist, dann kommt praktisch die letzte Ölung. Am liebsten würde ich Altöl nehmen, weil das am absolut wetterbeständigsten ist. Aber da das ja nicht so wirklich umweltfreundlich ist, nehmen wir ein Leinsamenöl her. Und das reiben wir hier dann so richtig schön dick ein. Und es kann ruhig auch an die Finger kommen, weil das nämlich auch für die Haut jetzt nicht unbedingt das Schlechteste ist, was es gibt. Und schaut euch mal das an, was da für eine wahnsinns geile Maserung rauskommt. Und auch wenn es getrocknet ist oder eingesogen ist, dann bleibt es ziemlich genau so von den Farben. Und das ist das Geile. Und jetzt sieht man auch so richtig die ganzen coolen Bissspuren hier vom Biber, wie da die Struktur überall rauskommt. So Spätzchen, das war's mal wieder aus dem bayerischen Outback. Schaut euch mal an, was das wieder für ein wunderschöner Stock geworden ist. Ja, mit einer Wahnsinnsmaserung. Ich bin total begeistert, was wir da wieder geschafft haben und vor allem mit einer richtig fiesen Spitze hier. Ja, schön, dass ihr alle wieder dabei wart. Nächstes Mal geht es wieder ein bisschen ums bayerische Stockraufen. Da geht es wieder tatsächlich um den Stockkampf, nicht um schöne Spazierstöcke oder Wehrstöcke, wie auch immer, sondern da werden wir mal wieder tiefer in das Thema bayerisches Stockraufen, bayerischer Stockkampf eintauchen. Da habe ich auch wieder richtig viele coole neue Stöcke. Und wir werden das erste Mal jetzt so ein paar Techniken rekonstruieren. Ich habe euch von Anfang an ja gesagt, das ist ein bisschen schwieriger, weil es natürlich keine Sportart ist, wo es Mann gegen Mann, Stock gegen Stock, sondern es ist einfach eine Verteidigungstechnik, eine uralte alpenländische Verteidigungstechnik, wo auf maximale Zerstörung geht. Es sind halt verschiedene Bewegungsabläufe, die sie sich gegenseitig gelernt haben, um gegen den bösen Mann und gegen Tiere, die Wildsau, den Wolf und so weiter, wenn man auf Wanderschaft ist, sich wehren zu können. Und ich habe es ja schon mal gesagt, damals war es nicht erlaubt, dem Bauern oder dem gemeinen Volk sich zu bewaffnen. Deswegen mussten sie sich im Alpenland und vor allem in Bayern überlegen, mit was sie sich zur Wehr setzen und was am effektivsten und am destruktivsten ist. Ja, nächstes Thema, wenn es wieder um Stöcke geht, hier auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Hat mich gefreut. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Pfiat euch.